Grüßt euch und Servus, wieder mal Volksfest TV, habe ich die Ehre, heute einen super gestylten Gast habe ich da, das ist nämlich sein Beruf, mich freut es wirklich sakrisch, er ist bei mir, ich sage einmal, ganz eine bekannte Person mittlerweile in Straubing, aber da reden wir gleich. Servus und habe ich die Ehre. Sani, grüß dich. Grüß dich, servus. Ja, schön, dass du da bist. Sani, du bist Hairstylist oder Friseur, auf gut Bayerisch gesagt, ne? Und ich habe gehört, deswegen bist du heute da. Du bist total, also, ja, ich sag mal, du steigst gerade empor, weil die ganzen Weiber, die ganzen Frauen, die wollen alle zu dir kommen, zum Friseur machen, zum Haarschneiden und so weiter. Das stimmt schon, also ich liege da nicht übereinander, oder? Du bist schon, steigst gerade ein bisschen auf. Ja, die Anfragen im Geschäft steigen aktuell enorm, da hast du vollkommen recht. Ich habe da das Geschäft vor 2 Jahren eben eröffnet und habe das alles so umgesetzt, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe, und es gibt in Straubing recht gut an und dementsprechend steigen auch aktuell die Anfragen. Ja gut, ich freue mich narrisch, wenn sowas funktioniert, und seit 2 Jahren machst du das, hast du gesagt. Genau. Du hast es natürlich geklärt, aber ich habe vorher schon mit dir ein bisschen geredet. Du wolltest das eigentlich gar nicht machen in Straubing, das stimmt, oder? Du wolltest erst woanders das machen. Das stimmt allerdings. Wo wolltest du hin? Also ich war allerdings 6 Jahre lang schon in Straubing und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, aber habe mich dann von der großen, weiten Welt gerufen gefühlt und bin dann nach Australien gegangen. Australien ist der nächste Weg. Gleich links, wenn du reinkommst auf Australien. Gleich links du musst ums Eck. immer gleich links ums Eck. Da wollte ich dann ehrlich gesagt da bleiben und habe mich da auch ganz wohl gefühlt. Bin dann nach Straubing zurückgekommen, weil ich mir eben mein Visum verlängern wollte, dass ich in Australien länger bleiben kann. Okay. Und dann hat sich das mit dem Chef ganz spontan ergeben. Also schneller Visum erweitern und dann mache ich da ein Geschäft. Ja, aber es ist doch bei uns viel schöner wie in Australien, sei doch ehrlich. Ich bin halt in Straubing daheim. Ja, sag ich auch. Das ist halt einfach so. Du, und außerdem, so heiß wie du unten bist, das haben wir bei uns zurzeit auch. Du brauchst wieder auf Australien fahren. Das stimmt allerdings. Und außerdem kann ich mich da schon in Tracht sehen lassen und in Australien musst du dich da bloß aufschauen lassen. Das glaube ich, wobei in der Kritiker in Tracht bist, glaube ich, schon wieder eine Tourismusattraktion da unten. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und du tust Haarschneiden, Frisieren, Kampeln, sag ich, Männlein wie Weiblein, alles querbeet? Alles dabei, querbeet durch, von lang bis kurz, von Mann bis Frau, von jung bis alt, okay, ja, alles dabei. Ja gut, und jetzt, wenn wir am Geibumfest sind, gibt es jetzt irgendeinen Trend, den es jetzt ja gibt, oder gibt es auch irgendeinen besonderen Trend? Was ist auch gesagt bei den Frauen, bei den Männern ist eh klar, also ich habe einen Gockel und du hast bei dir der Wind umgeblasen. Kurz geschoren. Was ist bei den Frauen in oder was tragt man? Ja, also in ist eigentlich meistens im Volksfest das, was das Wetter angibt. Was, echt? Ja, wenn es nämlich jetzt gerade super, super duper heiß ist, so wie jetzt aktuell, dann wirst du jetzt keine wirklich toll gestylte Frauen sehen mit offen lange Haar, weil die unter die Haare natürlich ist da brennend heiß und die verrecken ja da drunter. Ja, dass ich da unter den Gewand schwitze, das interessiert auch keinen. Also was soll das machen? Nein, deswegen, die können es sich aussuchen. Okay. Deswegen ist es bei denen immer gescheiter, wenn man es da absteckt, wenn man es schön abflecht. Okay. Schön sauber, einfach ein schöner Zopf, was halt passend zum Outfit passt. Okay. Aber, also, die Frauen, ist das mit den Extensions dann auch noch so? Weil ich habe mir gedacht, gerade die wollen ja alle lange Haare, dann schwitzen sie halt, das ist ein scheiß Wurscht. Das stimmt absolut, also das mit den Extensions ist nach wie vor super modern. Die meisten die dünne, kurze Haare wollen es lang und wollend. Gangert das jetzt bei mir auch? Die muss man verkneben oder verschweißen, oder wie macht man das? Geht beides. Theoretisch darf es gehen, ob es gut ausschaut, kann ich leider nicht bestreiten. Hallo. Schau immer gut aus, es liegt doch nicht an der Frisur. Das möchte ich auch nicht bestreiten. Ich komme mit der Meister Propper daherkommen, kahl rasiert und ich war oben noch hübsch. Immer traumhaft. Ja, Gott sei Dank. Sehr diplomatische Antwort. Nur die Wahrheit. Dein Geschäft ist ja mitten in Straubing. Hast du dann eigentlich schon jetzt, sag mal, Kunden, die wohl immer kommen, oder hast du auch noch viel Laufkundschaft? Wie ist das bei dir? Sowohl als auch. Also wie gesagt, ich war ja schon 6 Jahre lang in Straubing angestellt und habe damit schon einen relativ verbundenen Kundenstamm aufgebaut, wo man auch Beziehungen aufbaut, wo man sich auch privat ganz gut kennt. Die sind nach wie vor immer noch sehr, sehr treue Kunden. Ja. Also damals schon und jetzt immer noch. Und jetzt, seitdem ich das Geschäft eröffnet habe, sind da ganz viel Laufkundschaft vorbeigekommen. Da es ja mitten in der Stadt ist, laufen ganz viele Leute vorbei und sagen, hey, ein neues Geschäft, da schaue ich mal rein. Junges Team, schauen wir mal, was die so drauf haben. Wie viele Leute hast du angestellt? Oder? Aktuell sind wir inklusive mir zu 6. Oh, echt so viel? Ja, also wir sind so viele Leute hast du? So gut bist du? Ja, hilft dir nicht. Wir brauchen mal so viele Leute, die immer Kunden haben, und da haben wir Gott sei Dank sehr viel. Ja, bis du so lange brauchst für die ganzen Kunden. Ich habe für jede Person, die ich da bei mir am Tisch immer hocken habe,
5 Fragen, Ja. da wo die Antworten schon vorgegeben sind. Bezieht sich natürlich jetzt hauptsächlich auf den Friseurhandwerk, sage ich mal. Ich sage das einfach, du sagst, was besser zu dir passt. Und ich sage jetzt einmal, du darfst das natürlich auch ein bisschen erklären oder wie auch immer. Erste Frage, was ich habe, kurze oder lange Haare bei Frauen? Lange. Lange Haare? Lange Haare. Warum? Weil es dir besser gefällt oder weil du mehr verdienst, weil du mehr zum Schneiden hast? Erstens das und zweitens, weil man einfach was draus machen kann. Kurze Ja, okay. Haare kann man super viele schöne Sachen draus machen, aber rein fürs Volksfest dann lange Haare natürlich ein Traum. Ja, okay, verstehe. Zweite Frage, jetzt gehen wir zu den Männern. Vollbart oder Schnurrbart? Ich persönlich bin für den Schnurrbart. Okay, echt? Bin persönlich für den Aber Schnurrbart. selten eigentlich, gell? Sieht man selten, ist aber aktuell absolut im Kommen. Also du hast ja so ein bisschen, wenn man wachsen lassen darf, also wir haben es alle 10 Jahre älter geschätzt, wir haben mal ein bisschen Bart gehabt und seitdem ist das Ding wieder runtergekommen. Also ich weiß, das gibt mir jetzt gut, aber meistens sind es dann so extrem gestylte Menschen und nicht so mit dem Hackel durch den Wald, wie man es eigentlich Naja, es gibt sieht. solche und auch solche. Es gibt auch Männer, da wo es einfach bloß wild wächst. Es darf halt nicht zu wild wachsen, dass das halt Ja. ungepflegt ausschaut. Genau, das so ein geht bisschen ja. ein 3-Tage-Bart, Wildwuchs ohne klare Linien ist natürlich auch gern gesehen, weil es einfach männlicher wirkt und nicht so bubihaft. Aber mich persönlich, wenn du fragst, ich bin aktuell voll für den Schnauzer, auch wenn ich keinen habe. Aber ich, liebe Leute, habe einfach keinen so dichten Bart. Also, ja, aber ja, das ist schon was da, gell? Gut gezüchtet und gepflegt. Kommen jetzt zu dir Männer auch, die sagen, ich möchte bloß eine Rasur haben, magst du sowas auch? Es kommen einige Männer und fragen natürlich an, wo wir aber aktuell noch nicht darauf spezialisiert sind. Also hier und da für die Stammkunden haben wir das schon, aber wir bieten das jetzt nicht freiweg an im Angebot, dass wir Okay. sagen, wir machen jetzt aktuell voll Bärtikim vorbei zum Rasieren, weil wir nicht ausgestattet sind, erstens dafür und zweitens das Team noch nicht 100% dafür ausgebildet ist. Okay, ja, sehr ehrlich, ja, das Ja. passt ja. Aber wenn du es einmal machst, komm ich auch vorbei. Weil mir das muss Freilich natürlich mit dem riesig. Scharfmesser, ich finde das so krass, wenn der Friseur oder Friseuse da unten lossetzt und Hut ab, da muss man schon An der Kehle Vertrauen haben. ansetzt. Da muss man schon Vertrauen haben. Nicht, dass du nie sogar tust, so, Hatschi, hoppala. Ja, da Passiert natürlich dann nicht. ist klar. Muss natürlich jetzt sagen. Ne? Du, weiter zu den 2 Antwortmöglichkeiten. Blond oder brünett? Bei den Frauen. Eher blond. Doch, auch? Okay. Eher blond. Gibt es jetzt irgendeinen Trend drauf ab? Also, weil ich finde, dass heuer doch wieder mehr blond sind. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen verrufen, oder? Das Also ich weiß, da glaube ich, sind jetzt die meisten auf meiner Seite, wenn ich sage, der Trend ging die letzte Zeit absolut zu grau-blond, dass jeder dieses Platin-Weiß-Grau-Blond haben wollte. was grau, man färbt sich mit Absicht graue Haare. Man färbt sich mit Absicht grau. Wie bleibt man das? So blöd ist das eigentlich nicht, weil es nämlich gar nicht so einfach ist, so hinzukriegen. Ja, für die vielleicht, aber dann habe ich graue Haare, also die kennen wir doch irgendwann von Haus aus. Dann Ja, weißt du, mit aber es schaut 50 sind natürlich- sie froh, dass blonde Haare, mit 20 Mal ist es grau. Also. Die natürlich graue Haare schauen nicht ganz so geil aus wie die gefärbten. Okay. Ja, also ich bin schon blond, also, aber Vielleicht- aber nicht der Platinblond. das mag Vielleicht, ich wenn wir nachher durchs Publikum laufen hier im Gästehaus, dann sehen wir vielleicht hier und da mal eine graue, dann kann ich das kurz ansprechen. nicht. Eine graue sind wir dann. Sagst du, wieder 2 Möglichkeiten, Nassrasur oder elektrische Rasur? Elektrische Rasur. Echt bist? Nein, das mag ich gar nicht. Ich finde es zumal hygienischer. Okay. Mit der Nassrasur, da ist immer entweder du schneidest die oder du hast Hautfetzen im Messer dabei. Ja, kommt davon, was du für einen Rasierer hast. Ist ganz klar. Ja, ich habe ja den super Piep, mach 27.000 Vibration, klingen 5-fach mit irgendwas. Und da geht was auf der Baustelle, das muss ich wirklich sagen, da geht schon was. Ja, da Also glaub ich werde ich, auch nicht das glaub ich, picobello, weil ein vibrierender Nassrasierer, das ist eh schon was. Weißt du, Die neue Innovation. du weißt, ich will mir vorstellen, dass im Handgepäck ein Nassrasierer, der vibriert und du schaltest ihn aus, denkst du und dann läuft er aber in der Kontrolle am Flugsteig oder so. Die meinen sonst was drin Das ist. schaut, ich glaube, ganz anders. Ne? Du sagst, es ist im Koffer, schaut's nach. Ich glaube, ich hätte einen riesen Spaß. Das muss ich mal machen, fällt mir gerade ein. Eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, wann du dein Geschäft offen hast, aber was ist besser? Wenn der Friseur am Samstag offen oder am Montag? Also ich persönlich bin ein Samstagsarbeiter, weil einfach fürs Geschäft gesehen das lukrativer ist, weil die meisten Leute Samstag frei haben und zum Friseur gehen können und wir deswegen am Montag zu haben und deswegen Sonntag, Montag unser Wochenende ist. Okay. Ja, ich bin halt einer, weißt, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch mein Wochenende, also ich fände jetzt schon wieder voll mies von dir, dass du mich da so ausstrichst. Dann warten wir auf dich Dienstag und Mittwoch, mein Freund. Okay, alles klar.
Ich würde sagen, jetzt wartet ganz wer anders auf uns. Wir haben uns nämlich vorher schon ein bisschen umgeschaut. Wir haben 2 Damen am Start, okay? 2 ganz hübsche und die dort sind jetzt einmal ja, tunen, frisieren, stylen, wie auch immer. Und ich schaue da ein bisschen jetzt über die Schulter und dann schauen wir die Gaudi mal an. Also bis gleich. Prost! So, da sind diese 2 hübschen Damen. Die Susi und die Steffi, grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr schaut sich schon gut aus, aber angeblich kann der Sani das noch ein bisschen umbauen. Dann schauen wir es jetzt mal an. Könnt ihr mich bei mir bitte? Nehmt ihr ein Maß mit und dann freuen wir sich. Hockst du gleich hin? Steffi, du darfst noch ein bisschen an den Tisch gesellen, gell? So, da. Jetzt, Sani. Heute deines Amtes. Was machst du da genau? Also an Betracht dessen, dass es heute so richtig schön warm ist und kann man föhnen? Ganz bestimmt nicht föhnen, sondern die Haare erstmal aus dem Nacken freiräumen, dass die gute Dame heute schön feiern kann, ohne dass sie viel schwitzen muss. Ja, man halt auch aus dem Nacken schön flechten und ein bisschen hochstrecken, dass das Ganze schön sauber ist. Bist du damit einverstanden? Ja, gerne. Dann zaubern wir mal was Schönes. Super, Sani. Und flott ist auch noch gegangen. Gut schaust das? Respekt, echt, gell? Also ich war fast genauso schnell gewesen, ich hätte mal eine Perücke aufgesetzt. Aber super, da würde ich sagen, da wir mal durchtauschen. Die nächste Dame wartet schon und dir viel Spaß mit dieser schönen Fleckfrisur, gell? Passt! Eine ganz schöne Sturmfrisur, was du da gebaut hast. Da geht der Hurrikan. Tschakka! Sehr geil. Ja, Sani, ich sag merci. Sehr gerne. Und dir natürlich auch Dankeschön. Und die 2 Damen wünschen viel Spaß am Volksfest und ich mir selber auch. Bis bald. Für euch.